Ich darf euch noch eine Geschichte erzählen. Und wer will vorkommen von den Kindern, darf gerne hier kommen und ein bisschen bei mir sein. Darf gerne zum Stühle kommen. Bin ich froh, bin ich nicht so einzig hier. Also, ich darf die Geschichte erzählen, die die zwei Familien gewünscht haben. Schön sind Sie auch da. Du bist einmalig, heisst die Geschichte. Die Wemmings sind ein kleines Volk von Holzpuppen, die all vom Holzschnitzer Eli gemacht worden sind. Jeder Wemmix war anders, so wie ihr auch anders seid. Ich glaube, niemand sieht so aus wie du, Noan. Gell? Die einen hatten eine grosse Nase, die anderen haben ganz grosse Augen. Jeder ist anders. Einige waren gross und andere waren um mich klein. Jeder Wemmig hat eine Schachtel mit goldenen Sternchen. Wie hier. Jeder hat so eine gehabt. Und andere, und auch, da haben sie auch eine Schachtel mit den grauen Pünktchen. Die Leute haben nichts anderes da, als einander Sternchen ankleben. Und Pünktchen ankleben. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht wie das. Die einen haben aber nur Sternchen bekommen. Die schönen. Aber wenn die Farbe schon ein bisschen abblättert war, dann haben sie halt nur solche graue Pünktchen bekommen. Nicht so etwas Schönes, oder? Ist ja schöner, wenn man Sternchen bekommt. Gell, ja? Die einen haben ganz lässige, coole und tolle Sachen machen. Die einen können ganz schwere Holzklötze über dem Kopf heben. Die anderen können über hohe Kisten springen. Aber die einen, die haben das nicht einmal fertig gebracht, um so einen grossen Klotz über dem Kopf zu heben oder über eine Kiste zu springen. Die haben halt solche graue Pünktchen bekommen und kein Sternchen. Der Punchinello hat eben auch dazugehört. Er versucht, hoch zu springen, so wie die anderen. Aber er ist umgefallen. Und dann sind die anderen gekommen und haben nichts Besseres gewusst, als ihm wieder so einen grauen Punkt anstecken. Dabei hat er doch schon genug von denen gehabt. Er hat dann versucht zu erklären, warum er das nicht kann. Und dann hat er etwas so Komisches gesagt. Und dann sind die anderen gekommen und haben gesagt, jetzt hast du schon wieder etwas Dummes gesagt, jetzt kommst du halt einen grauen Punkt über. Und hat er wieder so einen grauen Punkt bekommen. Aber er hätte doch sicher lieber so ein Sternchen wollen. Hä? Er verdient diese Punkte. Da sind sich die Holzpuppen einig gewesen. Und der Punchinello hat geglaubt, was die anderen gesagt haben. Ich bin ein schlechter Wemmig und darum komme ich gegen solche graue Punkte über. Darum ist er ganz vielmals daheim geblieben und ist gar nicht rausgegangen. Und auch wenn er raus war, er ist nicht zu denen gegangen, die Sternchen hatten. Nein, er ist zu denen gegangen, die auch so viele Punkte hatten wie er. Dann hat er sich viel wohler gefühlt. Dann hat er es vielleicht nicht so gemerkt, in der Zeit, als er mit ihnen zusammen war. Aber an einem Tag trifft er das Mädchen Lucia. Die hat kein Sternchen und auch keine Punkte. Die haben sich alle gewundert, warum das Lucia kein Sternchen und keine Punkte hatte. Sie wollten ihr Sternchen ankleben, das ist gerade Achikit. Und dann haben sie gesagt, ja nein, also vielleicht ist sie nicht
ist sicher nicht genug gut für die Sternchen, dann müssen wir halt schauen, ob man ein Pünktchen ankleben kann. Aber auch das hat ihr nicht gehaftet. Also, sie sind wirklich nicht mehr rausgekommen. So will ich auch sein, hat der Punchinello gedacht. Und hat Lucia gefragt, wie hast du das geschafft? Dann sagt Lucia, das ist ganz einfach. Ich besuche jeden Tag den Eli, den Holzschnitzer. Der Punchinello sagt, warum? Warum findest du es nicht raus? Sagt Lucia. Du musst das selber herausfinden. Sie hat sich umgedreht und ist gegangen. Ja, wo dachte der Eli mich gesehen? Denkt der Punchinello. Später ist er ans Fenster gesessen und schaut raus. Er sieht nur die anderen Wemmings, wo den anderen um Sternchen ankleben und Pünktchen ankleben. Die ganze Zeit. Auf einmal sagt er, das ist falsch, das ist nicht richtig. Das glaube ich nicht, dass man das muss. Er hat gleich beschlossen, dass er zum Eli geht und schauen, was der meint oder was das überhaupt ist. Er hat sich schon ein bisschen überwinden zum Gehen. Er geht den Weg auf, ist auf den Hügel gegangen und dann steht er auf einmal vor einer grossen Werkstatt. Er hat reingeguckt. Ui, nein, da bleibe ich nicht. Das ist alles so gross. Er hat eigentlich fast um mich rausgehen, gar nicht wirklich rein bei den Türen. Dann hört er eine Stimme rufen, «Punchinello!» Die Stimme war sehr tief und kräftig. «Wie schön, dass du da bist. Komm, lass dich anschauen!» Der Punchinello schaut den Handwerker an. «Du kennst meinen Namen? Aber natürlich kenne ich dich. Ich habe dich ja gemacht.» Der Eli hat dann den Punchinello genommen und hat ihn aufgenommen, auf den Tisch gesetzt. «Hast du etwa schlechte Noten bekommen?» sagt er. «Ich will das nicht, Eli. Ich habe alles versucht.» «Punchinello, mir ist es egal, was die anderen wemmings denken.» «Wirklich?» «Ja, und dir soll es auch egal sein. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist.» «Hä?» lacht der Punchinello. «Ich? Einmalig? Warum? Ich bin gar nicht gescheit und meine Farben blättern ab. Ich bin überhaupt nicht mehr schön. Warum soll ich wichtig sein für dich?» Der Eli sagt ganz langsam, «Weil du mir gehörst. Darum bist du für mich wichtig.» Der Punchinello weiss nicht, was er sagen soll. «Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst», erklärte Eli. «Ich bin herumgekommen, weil ich die Lucia getroffen habe», sagt der Punchinello. «Warum bleiben die Aufkleber, die Sternchen und die Punkte, nicht kleben an der Lucia?» Der Holzschnitzer sagt ganz sanft, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn es für dich wichtig ist. Wenn die Kleber wichtig sind für dich. Je mehr du meine Liebe vertraust, desto weniger bedeutet sie dir. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe, hat der Punchinello gemeint. Der Eli lacht. Das kommt noch. Du hast viele Aufkleber. Komm jeden Tag zu mir. Komm mich besuchen. Und dann kannst du dich erinnern, wie wichtig du mir bist. Der Eli hat den Punchinello genommen und hat ihn wieder am Boden gestellt. «Denk dran», sagt der Eli. «Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe
Ich mache keinen Fehler. Der Punchinello bleibt nicht stehen, aber in seinem Herzen denkt er, ich glaube, er meint es wirklich ernst. Der Eli meint es wirklich ernst. Und als er das gedacht hat, sind alle seine Aufkleber am Boden gefallen. Und er hat keine mehr gehabt, Vitus sie auch nicht. Das ist einfach mal so ein richtiger Katastrophengottesdienst. Wenn ihr das schon wieder PowerPoint machen wollt, Daniela, dann könnt ihr mir das schon sagen, was für einen Psalm das ihr nehmt. Und wie ich habe gesehen, ich sage, dass die Menschen wertvoll sind und nicht du. Was soll ich denn jetzt noch? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet über den Psalm 139, aber das ist ja alles schon gesehen. Wenn es jetzt fertig wäre, dann würden wir vielleicht so ein bisschen mit einem unguten Gefühl auseinandergehen und denken, es war doch alles so schön gewesen. Das hätte jetzt eigentlich nicht noch müssen sein. Es gibt so eine komische Stimmung, kennt ihr das? Wo man nicht so recht weiss, was soll ich, darf ich jetzt, wenn ich raus bin, noch etwas sagen? Oder sage ich vielleicht einfach gescheiter gar nichts? Aber ich möchte euch jetzt noch sagen, wie ich mich wirklich fühle, hier zu sein. Ich fühle mich sehr dankbar, dürfen hier zu sein, und ich habe so gestaunt, wie ich wirklich mit der Daniela nicht darüber geredet und so. Ich habe auch gestaunt, was ich im Psalm 139 und in die Bilder unterlegt. Und als ich die paar Gedanken heute Morgen vorbereitet, bin ich auch auf den Psalm 139 gekommen. Die Geschichte von diesem Punchinello finde ich so spannend, weil der Max Lucado es schafft, ganz einfach so eine tiefe Wahrheit weiterzugeben. Und ich finde, das ging so spannend, wenn man eine Geschichte wirklich versteht. Und das, wenn ich manchmal gewisse Leute, vielleicht auch in der Politik, zulasse, dann weiss ich gar nicht, was ihr mir sagen wollt. Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Aber wenn wir jetzt die Geschichte von dem Punchinello hören, dann wissen wir eigentlich im tiefsten Innersten ganz genau, was eigentlich gemeint ist. Also wir Menschen, wie sie ging im Beurteilen, wie sie ging im Sterne oder eben auch Punkte verteilen. Und das ist das, was die zwei wunderbaren Kinder, die heute eingesegnet wurden, die werden das schon gleich müssen spüren. Jetzt vielleicht noch nicht, jetzt dürfen sie noch ein bisschen auf den Armen der Eltern sein und sich einfach in dem Sinne gut gehen, aber irgendwann wird beurteilt, du laufst noch nicht. Ja, jetzt wäre es dann schon langsam Zeit. Ja, also mit durch sie reden schon ein bisschen undeutlich. Und das alles ist eigentlich vielleicht auf eine Art noch gut gemeint, aber grundsätzlich ist es nicht anders als ein Urteil. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, auf dem Bezug zum Psalm 139, der kommt ja von David. Oder David war viel in der Wüste, der David war Schafhirt und da ist er noch nicht gerade alle paar Minuten beurteilt worden. Weil ich nehme jetzt mal an, dass der David sehr viel einzig mit diesen Schafen war. Und dann glaube ich, hat er sich sehr viel Gedanken gemacht über das Leben. Und auch wenn wir jetzt heute schon etwas gehört von diesem Psalm 139, werde ich gleich noch ein paar Vers lesen, vom 13. bis zum 18. Vers, weil das tut einfach das so untermalen, was uns eigentlich heute Morgen ist wichtig ist worden, auch in Vorbereitung für den Gottesdienst. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter,
Da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, ich käme nie zu einem Ende. Das ist das, was uns eigentlich das Wort Gottes weitergibt über das Leben. Wir sind jedes Einzelne, was wir heute Morgen hier sind, wir sind kunstvoll gebildet. Wir sind ein Meisterwerk von Gott. Und darum haben wir auch einen Entscheid am Eingang. Wir wollen auch allen, es hat nicht ganz gelangt für alle, wir wollen auch Sterne geben und nicht graue Punkte. Weil jedes, was da ist einzigartig. Jedes, was da ist so gewollt von Gott. Und ich glaube, wir sind uns vielleicht manchmal nicht bewusst, wie ein Urteil, wie vielleicht etwas, was wir irgendwo weitergeben, was das für eine Auswirkung kann haben. Und ich möchte das illustrieren mit etwas, was mir in der letzten Fehler so begegnet ist. Ich habe hier eine Medaille, aber ich muss natürlich sagen, die ist nicht von mir. Und man soll sich ja nicht mit fremden Federn schmücken, weil da ist es um das Schwimmen gegangen. Und wenn ich dem Schwimmen eine Medaille würde gewinnen, dann wäre irgendetwas wahrscheinlich falsch. Aber es geht eigentlich jetzt nicht unbedingt, ob die beim Schwimmen oder bei irgendetwas ist gewonnen worden, sondern ich möchte euch nur weitergeben, jede Medaille hat 2 Seiten. Ging. Eine vordere und eine hintere. Und so, glaube ich, hat auch alles, was wir weitergeben, was wir urteilen, was wir etwas beurteilen, vielleicht auch kritisieren, das hat ging eine Auswirkung. Aber, ich habe vorher gesagt, wenn ich anfange zu schimpfen hier über das, was jetzt heute gegangen ist und nicht abgesprochen war, dann hat das eine Auswirkung. Aber wenn ich sagen kann, das ist ja super, dann ist ja Gottes Wort doppelt oder sogar dreifach unterstrichen. So, und nichts Neues, wir müssen das nicht einmal so viel merken. Wir dürfen heute hingehen und sagen, wir sind wundervoll geschaffen. Und nicht noch, aber Judith hat noch, und dann haben wir doch da noch, und hier haben wir auch noch gehört. Das ist mir einfach zu viel. Wir dürfen grundsätzlich dankbar sein, dass wir dürfen wissen, ja, wir sind einzigartig, wir sind wertvoll. Und so wie wir Menschen begegnen, im Alltag, nicht nur am Sonntagmorgen, das geht morgen auch mehr weiter, das hat eine Auswirkung. Und ich möchte mich in die Pflicht nehmen, und uns alle auch, ich möchte probieren, die schönere Seite der Menschen zu zeigen. Weil, habt ihr schon mal gesehen, wenn Medaillen präsentiert werden, wenn Sportler oder irgendjemand eine Medaille gewinnt, er hat noch nie so die Hinterseite präsentiert. Sondern man präsentiert die schöne Seite. Das heisst nicht, dass wir nicht hier dürfen konstruktiv kritisch auf einen anderen zugehen. Aber ich sage, das ewig umnörgeln, das ewig eher das Schlechte sehen, das wollen wir hinter uns lassen und probieren, einander die schönen und auch die guten Seiten in unserem Leben zu zeigen. Weil wir sind wunderbar, einzigartig, ein Kunstwerk von Gott. Amen.
Danke.